Hoi! Hey, normalerweise würde ich sagen, willkommen in Triesta. Heute aber nicht. Heute nicht. Heute sage ich, komm, wir gehen auf Reisen. Genau, wir gehen gemeinsam auf Reisen. Also, ich gehe definitiv. Ob du mitkommst, das würde mich freuen. Wohin? Warte schnell, ich zeig's dir gerade. Well, here I am out in the weather. Aber eins kann ich dir mit Sicherheit sagen. Dort, wo wir hingehen, dort treffen wir den Jeff Lawton. Einfach so. Thumb is out and thanking you in advance. Won't you pick me up? Ja, wer ist der Jeff Lawton, fragt ihr? Jeff Lawton, der ist für mich persönlich der GOAT, der greatest of all times, lebendige Permakulturist der Welt. Jeff Lawton hat dort mal von Bill Mollison direkt gelernt und ist seither mehr oder weniger den Rest von seinem Leben Permakulturlehrer. Der hat grosse Projekte wie die Zeytuna Farm in Australien weitergezogen und gross gemacht und etabliert. Er hat in Jordanien Greening the Desert Project, also wirklich Stein zu grünen Oasen. Der Jeff Lawton ist meiner Meinung nach der Beste, der Wichtigste, der unterwegs ist, am meisten unterwegs. Discover Permaculture, sein Kanal mit Jeff Lawton. Alles links da ohne ihn, die ganze Liste wird da sein. Aber ich darf mit ihm 2 Wochen lernen. Ich mache ein PDC mit ihm. Wo? Das zeige ich euch noch. Aber ich darf mit dem Jeff Lawton den PDC machen. Sehr schön. Danke vielmals. Ich komme. Please pick me up. Come on, pick me up and give me a chance. Aber einfach das Zelt vergessen. Wie peinlich. Ja. Whether you're a hippie in a van or a dude in a ute, if you've got a spare seat and we're on the same route, won't you pick me up? Kennt das jemand schon vom Internet? Ich bin jetzt gerade da, gestern Abend angekommen und ich bin da in der Efetria. Also ich habe es sicher verkackt, den Namen. Aber das ist das Permakulturinstitut in Ungarn. Und seit Sekunde 1 fühle ich mich daheim. Es ist richtig ein schöner alter Hof, wo man merkt, einfach, da geht etwas. Aber ja, heute tun wir es noch vorbereiten und so. Ich bin jetzt halt früh da, da helfe ich natürlich. Heute Morgen haben wir da schon die Decke aufgehängt. Es wird gut, es wird richtig gut. Just pick me up and give me a chance. Glücklicherweise habe ich ein Zelt bekommen. Sie haben hier ein paar Zelte auf Reserve. Also ist es halb so schlimm, dass ich mein Zelt vergessen habe. Noch ein bisschen peinlich. Aber ja, dann hole ich mal mein Gepäck. Wie heute Nacht habe ich hier im Haus geschlafen. Also hier im Stall geschlafen, wenn wir ja zu spät angekommen sind. Aber ja, jetzt kann ich mein Zeug biegen und dann bin ich eingerichtet. Dann kann es losgehen. Ich freue mich auf die Dusche. Come on, pick me up, come on, pick me up. I'm not just standing here to sing and dance. Das ist der Isvan, der Chef und der Mastermind hinter dem Ganzen. Stelle ich euch aber später mal vor. Er ist jetzt gerade beschäftigt. Please pick me up, just pick me up and give me a chance. Well, I refuse to believe you wanna be cruel to me. Maybe it's just all new to you, but right now it's 42 degrees. So please won't you pick me up, just pick me up. Ich bin so am richtigen Ort. Ich habe so Freude und ich bin so dankbar. Hey, das war die erste Einleitung. Krass. Come on, pick me up and give me a chance. I'm not gonna hurt you, I won't disturb you. Won't say a word to you if you really don't want me to. Just want you to pick me up, please pick me up. Come on, pick me
gerade wieder mal Pause. Übrigens da Kompost-WCs, die werden immer wieder verschoben. Wenn sie voll sind, dann sie es verschieben und gerade Bäume direkt pflanzen. Auch eine geile Variante. Das nehme ich mit als Idee. Nein, auf jeden Fall, genau das hat jetzt Jeff vorher uns erzählt, wo mir jetzt fest geblieben ist. Und zwar wird er uns nicht beibringen, wie man gärtnert oder so. Er wird uns beibringen, wie man denkt. Er wird uns mehr einfach Gedankenanstoß geben, weil es ist ja viel wichtiger und es macht ja Sinn. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Man denkt lieber 100 Stunden und schafft dafür eine, als 100 Stunden arbeiten, um nur 1 Stunde zu denken. Nein, er möchte uns anregen zum Denken. Und das ist ein Ansatz. Das ist ein Ansatz. Uiuiui. So, ich muss etwas trinken, etwas essen und weitermachen. I said, pick me up, come on, pick me up. I'm not just standing here to sing and dance. Won't you pick me up? Please pick me up. Come on, pick me up and give me a chance. Just as I'm about to call defeat. There you are offering me Compost is a colloid. your seed. And you picked me up, well, you picked me up just as my mood began to hang in strands. Well, it picked me up, it really picked me up when you picked me up and gave me a chance. Yeah, you picked me up, thank you for sharing this significantly better circumstance. Es ist Montagmorgen und es ist ein so besonders interessantes Gespräch zwischendurch. Ich meine, jetzt sind alle, die da sind, sind an Permakultur interessiert. Alle, die da sind, haben aber andere Aspekte und andere Perspektiven. Das macht es extrem spannend. Extrem spannend. Richtig spannend. In 10 Minuten geht der Unterricht los. Heute Morgen hat es zum Morgen gegeben. Das Essen übrigens auch grandios. Echt grandios. Ich persönlich bin noch an einem anderen Punkt. Mir ist gestern der Tabak ausgegangen. Und ja, da ist es halt ausgegangen. Ich kaufe mir auch nichts mehr Neues. Also, tue ich jetzt auch die Gelegenheit brauchen, um einfach mal rauchfrei zu sein. Und jetzt, ich meine, es ist erst 10 vor 9 Uhr. Um 9 Uhr geht es los. Aber ich bin schon unterwegs. Ich will ja nicht spät kommen. Ja nicht verpassen. Und nicht einfach zum Strebenhaft immer pünktlich sein, sondern einfach ja nicht verpassen. Ja, ich kann euch sagen, gestern habe ich noch gelernt von einer Firma, wie hat es geheißen? Oh, ich weiß schon wieder nicht mehr. Zum Glück habe ich es aufgeschrieben. Eco River Plan, ja, auf jeden Fall die Karte. Ich tue da unten in den Kommentaren tue ich sicher noch die Homepage drin. Pearl River Ecosystems. Ja, Pearl River Ecosystem, sagt mir gerade die Birgit. Ja, und wow, die Karten, die möglich sind. Und es sind eben ein Haufen kleine Details. Ich meine, vieles hat man ja schon gehört von Jeff Lawton in seinen Videos. Aber da gibt es noch Haufen kleine Details und Nuancen, die eben das genau ausmacht, zum da sein. Also ich kann es euch je empfehlen, hey, wenn ihr je die Chance habt, PDC beim Jeff Lawton zu machen, macht es unbedingt. Aber nein, allgemein, wenn ihr die Chance habt, hier auf Ungarn zu kommen, zum F3-Institut, hey, macht das. Es ist ein spannender Ort, ein guter Ort. Und ja, so, ich gehe wieder, Schuhe abziehen. Und so gute Leute, also jung und alt, sind alles dabei. Herrlich, von der ganzen Europa und noch viel weiter. Es ist herrlich, herrlich. Ich bin so dankbar. Aber heute gebe ich mir Mühe, vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Wer weiß. Aber die Gedanken. When you pick me up. This is not really happening. This is negative and no effect, so it's really not great at all. And then the last one's terrible.
So if you think of it like a relationship or a marriage, right? This is a very hot affair. It's probably going to burn out, right? This is kind of not bad. Like somebody's not really paying attention, but someone's having a good time, right? This is kind of give and take, right? Someone's going all right, someone's not going all right. This never was going to happen, right? This is probably a divorce, and that's probably a murder. Always good to put it in the personal sense. You pick me up, you just pick me up and gave me a chance. Well, you pick me up, you pick me up. Well, you pick me up and gave me a chance. Also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, geht ja darum, um die Bäume, die nicht so gut sind fürs Land, Bäume und Pflanzen, die nicht so gut sind fürs Land, wie zum Beispiel Wermut, also nicht gut, nein, jetzt muss ich es fragen. Zum Beispiel jetzt bei uns ist es Wermut und Walnuss. Ist ein sehr gutes Produkt fürs Land, aber das ist nur da, weil das Land einen Mangel hat. Oder? Und was nicht gut daran ist, wieso es ein Minus ist, weil nichts anderes rundherum wächst. Oder? Also unter einem Walnussbaum wächst nichts. Wo Wermut sich ausbreitet, wächst nichts. Wobei, die wachsen dort, weil es am Boden etwas fehlt. Genau. Und das also wäre zum Beispiel Minus und Minus ist. Aber ja, aber der Gedanke dahinter ist, der Wermut ist ja da, um den Boden aufzuwerten. Also wir im Oberwallis, wo ein riesen Problem haben mit, also ein Problem, man sagt ein Problem mit Wermut. Wir müssen, oder sollten, also ich habe gefragt, was macht man mit dem Wermut? Er hat gesagt, klar, weil der Wermut ist da, um den Boden aufzubessern. Weil man will ja den Boden verbessern. Und er ist ja gekommen, weil man lange nicht gewirtschaftet hat auf dem Land, übernimmt es Überhand. Und da haben wir natürlich, und jetzt im Oberwallis haben wir ja das Thema, man will spritzen oder brennen und beides wäre ja katastrophal. Also haben wir auch darüber geredet, wie man sich wehren kann. Ja, zum Glück haben wir unsere Videos, genau. Aber ja, der Wermut ist da damit. Also alles, was Minus, Minus da ist, die Natur bringt Minus, Minus, weil es etwas braucht. Wobei jetzt, aber wieso haben wir dann darüber geredet, wenn es es braucht, ist, weil wenn ich designe, also wenn ich zum Beispiel ein anderes Land plane oder mein Land plane, bringe ich lieber nicht zu viel Minus, Minus rein, sondern Plus, Minus und so. Also 1 bis, gibt ja nur 9 Variationen. Und so Gedanken, eben, was ich am Anfang, am ersten Tag gesagt habe, er will uns anregen zum Denken und der PDC ist da also er ist viel gescheiter, er will uns beibringen, denken und wieso denken und was denken und so. So genau. Also, aber jetzt ist die Mittagszeit und ich stehe gerade an und tue jetzt essen. So, das ist die heutige Morgenerklärung um Energie und Entropie und Zeichnungen dazwischen. Es ist so komplex, aber gleichzeitig so einfach. Aber so schön. Und schlussendlich geht es wirklich nur ums Überlegen. Und wie heute Morgen hat der Memos wiederholt. Er möchte uns nur mit Material geben, zum Anfangen zu überlegen, weil am Schluss ist unsere Intuition das Stärkste, was wir haben. Aber Biodiversität, einfach damit man Diversität hat, bringt nicht viel. Man braucht eine interaktive. Und so weiter und so fort. Klar, da findest du wahrscheinlich, was, Darum lohnt es sich, ein PDC zu machen. Auch wenn die einen Leute sagen, PDC ist nicht mehr wert. Es lohnt sich einfach, damit man Gedankenansätze hat.
I'm a human. Check me out, I'm in complete control. Yeah, I'm a human. So, heute Morgen, ich vermute, es ist Mittwoch. Aber es ist nicht so wichtig. Praxis gibt es nicht so viel. Also eigentlich gar nichts in dem Kurs. Es ist sehr theoretisch und sehr viel Theorie. Was ja auch gut ist, das ist nicht schlecht, nicht schlimm. Aber damit es ein bisschen Praxismöglichkeit gibt, gehe ich heute Morgen mit dem Gabo, einem Mitarbeiter von da, ganz einen guten schlachten. Hirnschlachten ist heute Morgen angesagt. Weil wir müssen ja auch essen, oder? Die Permakultur geht um Essen. Und ja, und für uns alle, ja, die Hühner, nicht alle werden geschlachtet, aber 5, 6 Stück. Und dann gehe ich jetzt eben heute Morgen mit schlachten. Mal schauen, wie viel ich euch zeigen davon. Aber einfach, dass es auch mal etwas Praxis gibt. Und dann irgendwann die Woche wird dann noch ein Lamm auch noch geschlachtet. Aber das ist nicht ein Teil des Kurs, das ist so, gerne mache ich mit. Genau so. So, eingefangen habe ich schon mal 10 Stück. Das sind alles Gückeln übrigens. Genau, das ist eine Gückelhaltung. Fueled by oil and gas and coal. Obey my instruction. Yeah, you better do just what I say. So, jetzt kann ich sagen, ich weiss, wie man das Huhn schlachtet, richtig halal, ausnimmt, richtig und so viel recht macht. Ich habe den ganzen Prozess 2-mal machen. Ich bin dankbar. Danke vielmals und ja, jetzt kann ich ein bisschen mehr überleben. I'm bringing destruction. So go on, get out of my way. Goes up a bit high and goes wider now. Because of the compaction of manure is here. Then you get egg coming fruit again, and you get more apples. And this happens again and again. 'Cause I'm a human. All consumer. Man, I'm human. Hey man, what's up? Why are you making such a big mess? What's the problem? Hey, who do you think you are? Who am I? Man, we're not so different. Listen, I'm human. But I'm part of something so much bigger than me. Just one bud blooming from the branches of my ancestry. Roots in the ground. Jetzt sind wir am Teich bauen. I'm a faithful lover of this land. I'm sticking round. 'Cause I'm here for more than just a one life stand. Yeah, I'm human. An old school human. I love being human. That's who I am. What's the matter with you? Can't you see there's money to be made? Money? Brother, we got everything we need right here. Just relax. Relax, relax. I'm too stressed out to relax. I'm freaking out. How did I get here? I guess somewhere you must have gone off track. Gonna get my head clear. Wunderschöne Landschaft! Ist Ungarn schön. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön Ungarn ist und vor allem wie unbebaut es ist. Dort unten. Was haben Sie gesagt? Wofür ist das gut? Dort unten mein Zelt. Ich bin der Zweite von links.
Der zweite von links, dort in der Mitte, das bin ich. Da ist der Hof. Ui. Ach, jetzt gehen wir den Sonnenuntergang anschauen. Herrlich, so schön! Hey, ich muss euch jetzt noch... Ich blende jetzt eine Homepage ein von einer Kartografiefirma, wo ich unbedingt das Geld muss zusammenkratzen muss, um von da Unterlagen rauszuholen. Aber jetzt, zuerst, geniessen wir noch die Sonnenuntergang. Maybe I can help to guide you back. Oh, I wanna be human. Ach, so viel Erkenntnis habe ich gehabt. Jetzt schon die erste Woche. Die nächsten 2 Tage haben wir Freitag. Es kommt einer vorbei mit uns traditionell Bogenschiessen. Am Samstag gibt es ein Dorffest. Und heute haben wir den ganzen Tag. Ja genau! Heute haben wir den ganzen Tag über Wasser, Teich und Wassersystem geredet. Oh, sind das schöne Kühle. Hallo zusammen. Aber ich sage euch, Tier, ich merke immer wie mehr, umso mehr dass ich höre, ich bin halt schon ein Tierliebhaber. Tier und Bauen. Also nicht Bauern, sondern Bauen. Gebäude bauen. Ach, schau mal, dort geht die Sonne unter. Und das Schöne ist, ich tue auch ganz viele besondere Menschen kennenlernen. Wie die Hexe da, die junge Hexe, die kurz vorbeigelaufen ist. Auch ganz gute Leute hat es da. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Sonnenuntergang. You could start by switching off your screen. Yeah, I wanna be human. Don't worry, you'll be the finest human anyone's seen. Oh, being human. Well, you know it's not a bad career. Just be human. Driven by love, not fear. We gotta be human. Be human. So schön ist es in Ungarn. Danke, lieber Universum. Und danke, Verena, dass es überhaupt möglich ist, dass ich da bin. So schön. Hey, es ist Freitag. Heute haben wir offiziell frei. Also sprich, ich muss lernen, Ferien zu machen, frei zu haben. Und aber, weil wir frei haben, haben sie für uns etwas organisiert. Und zwar klassische Wildbogenschiessen, wo wir den ganzen Tag machen können und lernen. Hey, herrlich! Das sind Ferien. Action Jackson Ferien. Es ist so schön. Es geht uns so gut. Jetzt kann ich aber ein bisschen ausprobieren, wenn es schon da ist. So, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, wie der Bogen, der Pfeil eher den Bogen gegen oben macht und wieder runter muss. Und auf dieser kurzen Distanz keine Zeit hat, um wieder oben runterzukommen, muss man vom Anfang an viel tiefer zielen. Also am besten vielleicht sogar unter dem Fuß. Und dann macht es den Bogen gegen. Ja. Weil bis jetzt, das nächste, wo ich dran gekommen bin, das sieht man gar nicht, bin ich sogar drüber. Aber das letzte. Und scheint, habe ich mir jetzt sagen lassen, dass der Bogen und Pfeil für mich persönlich mit langen Ärmeln zu klein ist. Aber trotzdem macht es Spaß. Myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control.
Know the boundaries, but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree, then plant another 3,000. Now's the time to start feeding my soul, feeding the soil, believing anything is possible. As I get older, some things become clearer. The end of my life is always getting nearer. Focusing on the things that bring meaning. Food, community, love and healing. I'm getting tired of all this moving around. Wanna bring it back home to a simple piece of ground. Been talking about it till my mouth is dumb. But all I wanna do is make a deeper connection with some earth people fair. Well, I've been looking for the earth people fair. Well, show me where to find the earth people fair. Yeah, yeah, yeah. Hey! That's my first hit. A stray alien wandering this ancient land. So much of the dream that I still don't understand. Been looking at you, but I'd rather see you and follow the path of that old dark emu. Someday my body's gonna breathe its last. Yeah, I'm aware that this too shall pass. But till then, I'll keep singing to the open air, hoping there's time to advance Earth people fair. Earth people. Ja, also jetzt hätte ich eine Torte gehabt. I'm gonna eat tonight. Fair. Well, I've been looking for the earth people fair, yeah. Well, show me where So, hey, schau mal. Oben ohne am Sinnen, auf dem Stein, auf dem Hügel. Ich bin voll in Ferienstimmung. Es ist so richtig ungewohnt. Das erste Mal Ferien nach 3,5 Jahren, heute nicht einmal Unterricht. So, jetzt gerade haben wir einen Vortrag gehabt von einer werdenden Permakulturlehrerin. Sie ist der Hammer. Emma von Rumänien. Abundance in Permakultur hat auch einen Kanal. Das wird da unten rein auch in der Liste sein. Sie ist der Hammer. Sie hat Urban Permakultur, hat sie uns gezeigt. Hammer Vortrag. Brutal. Gerade so viel gelernt. Aber eben, in dieser Zeit bin ich natürlich auch am Lernen, nicht nur reflektieren über das Permakultur, sondern über mich. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, welches Video zuerst kommt, das von Riesta und Claudia, ihre Abenteuer, oder das von mir. Aber auf jeden Fall beide schauen, unbedingt. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich merke brutal, ich bin so ein richtiger Helikopterbauer geworden. Weil das ist ja das erste Mal, dass ich so weit weg bin von Dresden, dass ich nicht innerhalb von 2 Stunden wieder daheim sein kann, wenn etwas wäre. Oder? Und dort, wo mir Claudia gesagt hat, wegen der Sunny, hey, ich habe überlegt, ob ich die ganze Übung abbrechen soll. Weil ich wollte heim und da, Claudia, und die. Und vorher hat noch Claudia mit mir gesagt, wegen dem Zäunen, wegen der Chef. Und das hast du jetzt auch entweder schon gesehen oder siehst noch. Aber das bin ich fest und müssen lernen, hey, jetzt loslassen, hey, ich bin so ein Helikopterbauer. Ich habe immer gelacht, immer gelacht und geschmunzelt, weil als Papi bin ich es nicht gewesen. Als Papi bin ich vielleicht, ich habe nicht genug Zeit bekommen mit meiner Tochter, weil das ist das Schönste. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich hätte Angst um sie, sondern ich wollte sie immer machen lassen, das war immer wichtig. Aber jetzt, wo mein Hof, der Dresden, ich bin ganz fest am Lernen, üben, einfach nichts machen. Das ist das Schwierigste, nichts machen. Ich will die ganze Zeit am Helfen sein, obwohl ich zahlender Gast bin. Und ich merke, hey, es ist so schwierig, nicht reingreifen, nicht Claudia helfen oder nicht selber zu machen und so. Aber es ist schön zu lernen, es ist schön abzuschalten und es ist so schön, anderes zu sehen. Oh, da hat es einen toten Ente. Ja, aber auch nicht mein Thema. Aber ja, auf jeden Fall Reflexion ist so wichtig. Und es ist so schön, dürfen können, wollen tun, so. Und ja,
Ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasser, gutes Essen und auch ich wachsen. So schön. Danke vielmals für die Möglichkeit, zum dürfen wachsen. Da gibt es nochmals ein Phänomen, das ich noch nicht durchschaut habe und noch nicht ganz verstanden habe. Truthahn. Ja, nicht nur sind es ganz lustig aussehende Tiere, aber jedes Mal, wenn es macht es auch gleichzeitig. Mindestens 2, aber genau, auf die Sekunde genau. Hey, als ob es miteinander, als ob es eins wäre. Und dann alle miteinander. Und jeder einzelne. Die Truthahn, ich sage dir. People fade. Yeah, 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 So, wir sind jetzt heute Nachmittag, unser Freitag, haben wir da, sind wir am Kochen. Und zwar gibt es da Stew. Auf Deutsch, was heisst Stew? Eintopf. Ein Reh-Eintopf mit frisch wilden Reh aus der Gegend. Und ich bin schon ein bisschen stolz, weil das ganze Gehänge, der Topfgehange, das habe ich kreieren. Da ist jemand zu mir und gesagt, du Colin, du hast sicher eine gute Idee, mach mal etwas. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Und mitgeschnetzelt und so. Nein, Community. Zusammen sind wir stark, Team together, everybody achieves more. Und ich habe so Freude. Es ist so schön in Ungarn mit ungarischen Gulasch, Rehgulasch. Also ich bin ja wirklich nicht der viel sein Essen filmt, aber das filme ich jetzt. Rehgulasch auf dem Feuer. So schön. Ein guter zusammen. Danke vielmals. Heute war der ganze Tag, hey, so schön. Es war Fest, Dorffest, mit traditionellen Kleidern und alles. Mega schön, jetzt haben wir essen mit ihnen und trinken und vor allem tanzen mit ihnen. Jetzt habe ich Abenddienst verwünscht, also sprich, ich habe heute Morgen der für all die zuständig ist, der Petri. Der Petri hat gesagt, Petri, bitte, lass mich helfen. Und dann haben wir angefangen mit Google Translate. Hat mir gesagt, was ich alles machen kann. Und jetzt, als ich vom Fest heimgekommen bin, hat geheißen, Petri, ein lieber Gruß von Petri, ob ich bitte die Tür zumachen. Der hätte er für einen Feierabend machen. Logo! Jetzt bin ich natürlich am Tier, bei den Tieren. Enten, Kühlmama, Kühlkälber da hinten und vor allem die außerirdische Truthahn. Und da im Stall hat es noch Schäfe, habe ich gar noch nicht gesehen. Aber ja, jetzt und hinten hat es Komposthühner. Die haben ja alles schon gesehen, aber jetzt darf ich sie auch füttern machen und die und ins Bett bringen. Und ich bin schon dankbar, habe ich etwas zu tun. Weil ja, Ferien. Was ist das? Ich drehe durch, ich habe so viel Energie vorwärts. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, mal, vielleicht schon. Aber ja, so geht's. Da. Get together with a people fade. Let me hear it for the people fade. Da, komm. Truthahnen sind schon was anderes. Hey. Ganz was anderes als die. Hey. Und da hinten hat es nochmal 3. Und das Kälbchen. So richtig Animal Farm. Auch da hat es ganz eine klare Rangordnung.
und eine Reihenfolge, wer wann wo wie muss rein. Herrlich, herrlich. Ich sage euch, Permakultur, das ist das einzige System, das die Natur in Worte fassen kann. Das sind übrigens Komposthühner. Und die sind den ganzen Tag am Kompost scharren und putzen und machen und tun. Und ja, die gehen jetzt schlafen. Gute Nacht zusammen. Nature is the only system that works, and permaculture puts it in words. Es ist Sonntagmorgen, die Schule ist geht weiter, die Ferien ist vorbei. Und heute Morgen habe ich etwas gelernt. Das ist richtig fest. Ich habe gemeint, mein Kompost sei super. Ich habe gemeint, mein Kompost sei genau das Richtige. Aber heute habe ich gelernt, mein Kompost ist nicht perfekt, weil es kleiner wird. Ein perfekter Kompost bleibt gleich groß durch die ganzen 18 Tage. Und meiner wird kleiner. Ich muss nochmal üben. Hey, Jens, ich muss üben. Mein Kompost ist scheiße. Ja, ich muss es filmen. Es ist so geil. Der Navi ist als Surfer-Dude oder Surfer-Chick eingestellt. Surfer-Dude eingestellt und alles, was sie sagt, eben als nächstes muss links abbiegen. Dude, and it's like something trippy, mate. Also was auch immer das sie sagt. Es ist so geil. So geil. Und gleichzeitig hat man beim Hinfahren Ungarn gesehen. Und das ist auch ganz ein schönes Land. Und bis jetzt sind die Ferien so schön und ich habe so viel gelernt bis jetzt, dass ich mich richtig freue auf alles andere, was passiert. Nichtsdestotrotz ist es extrem schwierig, weil ich habe gemerkt, ich bin ein Helikopterbauer und jetzt im Moment wird Claudia so richtig durcheinander geschüttelt vom Universum und ich sitze da und kann nichts machen. Also muss es trotzdem geniessen und dann tue so fest geniessen. Und ich bin so stolz auf Claudia, dass ich wäre heimgegangen. Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre heimgegangen. Heute Abend, ich hätte geschaut, dass man mich heimfliegt. Heute Abend und der wäre helfen. Also heute Nachmittag wäre es gewesen, ich wäre schon daheim, wenn es hätte müssen sein. Claudia hat gesagt, nein Colin, du bleibst mit dem Jeff und du holst dir das verdammte Diplom, weil du weißt, wie die Leute das Diplom brauchen, dass du ernst genommen wirst. Aber ich sage euch eins, der Navigationsgerät, jetzt nehme ich es ernst. So geil! Is the free board. Any yachties here? Any boaties? My dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny, well, you might think it's funny, but my dad's dunny doesn't flush. That's cement. No, that's the best clay you got in the job. The best clay you got in the job. This is clay 1. This is clay 2. And this is clay 3. This can be crap. It's on the outside. This has to be the very, 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 very best clay goes in here. In that bottom core. And then this has to be quite good. This cuts off the water. The water's still underground.
Where we underestimate is water underground. I was having this conversation with people. The water that's underground, we completely underestimate it. The water's coming down the hill like this, and there's water underground. It has to cut it off. Yeah, my dad's Johnny's full of dirt. So könnte auch ein Teich aussehen. And everybody runs. But it's never activated, smelly red alert. Don't worry about the germs, cause they're eaten by the worms. Yeah, cause my dad's Johnny's full of dirt. Yeah, my dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny, well, you might think it's funny, but my dad's Johnny doesn't flush. My dad's Dunny grows fruit trees, breaking down your business so there's no chance of disease. It's safer and it's clean to turn brown into green. No real habitat. You're just falsely feeding them. These fish won't need feeding. They'll feed themselves. You'll get a kilo. How do you reckon it is? What do you reckon it is? 15 meters by 10 meters? 150 meters? No, it's 2 meters of production. Anything deeper won't be productive. So 150 times 2, 300 cubic meters. Du zwischendurch. Oh nein, das blendet. Möchte ich euch schnell jemanden vorstellen. Das ist der letzte europäische Schüler von Bill Mollison, der Christoph Schneider, oder? So ähnlich. So etwas. Aus Österreich. Also er kennt Deutsch. Also ich habe einen Seich erzählt. Was bist du? Ein Unwissender. Also offiziell der letzte zertifizierte Lehrer in Europa. Aktiver, ja. Der Ronny Aktiver. Wittek ist dann der Zweite. Genau, und direkt von Bill Mollison zertifiziert. So, irgendwie. Aber ja, hey, Nicht irgendwie. so ganz genau. Ganz genau. Und ich habe das Glück, kann ihn kennenlernen und die ganze Zeit mit ihm verbringen. Also, immer wie mehr. So schön. Vielleicht Und nächstes Jahr, kommst du in die Rest an. da kommt es in die Schweiz. Versprochen. Ist das dein Wort? Dann machen wir einen Kurs an Gescheiten. Dann machen wir etwas ganz Besonderes. Ich sag's euch, ich hatte gestern Nacht Vision gehabt. Er weiss es Nur mit gar noch Hubschrauber kommt man hin oder mit Maulesel. Oder Ja, jetzt auch. Ich bin schon ganz neugierig. nicht. Das wird großartig. Herrlich, so schön. And while I'm introducing teachers, this is the future #1 teacher of Romania. Thank you. This is Emma. And what's your YouTube channel called? Abundență în permanență. Oh, you gotta go and Or subscribe that. permanent abundance in English. And ihr werdet bald sehen, I'm stealing a lot of ideas of her designs. I'm stealing them because she's so good. She's so good. Thank you. They have a 40% clay. That's why my dad's Johnny grows fruit trees. Yeah, my dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny, well, you might think it's funny, but my dad's Johnny doesn't flush. Well, he never needs a plumber, cause the Johnny's never blocked. Fertilizer for the garden, well, the pile is always stocked. Just chuck some sawdust on your #1s and #2s. Then sit back and admire all the water you don't use. Cause my dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny doesn't flush. My dad's Johnny, well, you might think it's funny, but my dad's Johnny doesn't flush. I said my dad's Johnny doesn't flush. Yeah, my dad's Johnny doesn't flush. This could have been one big lake, yeah, with the... Yeah, this is the big pot. That's Yeah. the back of the wall of that one. Yeah, And there's another wall. Yeah. If you look, there's another wall. yeah, you can see nicely. Nice deep pond here. Richtig schön, da sieht man die alten Mauern von einem alten Teich. Also da, wo wir jetzt drin stehen, kann man davon ausgehen, dass es ein uralter Teich ist, der bis da hinten durchgeht und wieder führen.
Also da, wo alle durchlaufen, da sind wir in einem alten Teich, wo man wieder beleben kann. Here in the spring. But this is a flat surface. This is a pond full of soil. You can dig soil in here. I mean, we're talking 100 years. But actually, you look, that's quite a level wall. And there's the hole. Look, it blew out here. Da ist der Abfluss. Da ist der Abfluss da rein. And the spillway's over there again. Time scouting. Sind wir ehrlich, er hat vorher gehört, wie ich es aufgenommen habe im Video und erzählt es jetzt einfach weiter. Logisch, oder? Sehen die das? Das sind Hirne mit Instinkt, die in der Höhe schlafen. Die liegen nicht am Boden wie Hybride. Die sind in der Höhe. So gut, so gut. Gute Nacht miteinander. Heute Mittag habe ich sogar wieder was ich sehr geniesse da ist, kennt mich niemand. Oder hat mich vorher niemand gekannt. Und das heisst, keiner hat eine Vorgeschichte von mir. Nie jeder nimmt mich so, wie ich bin. Jetzt ist es so. Ich habe es voll genossen, weil ich es voll ausleben konnte, wer ich bin. Einfach so. Ohne irgendwelche... Klar, die Hälfte denkt anscheinend, ich sage verrückt. Die andere Hälfte denkt, wow, was ist denn das für eine? Aber heute habe ich meine dunkle Seite gezeigt. So, hui. Es hat einen darunter, ich habe vom Anfang an, war mir nicht sympathisch gewesen. Vom Anfang an, der hat gestern Frauen verfummelt. Und heutzutage ist ja jeder so politisch korrekt, er getraut sich nicht einmal sich zu wehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Getraut sich nicht einmal zu wehren. Und dann haben wir eben heute Morgen haben wir über Ethik gehabt und alles da und da. Und ich habe gefunden, ich muss etwas sagen. Da habe ich ihm gesagt, hey, sehe ich dich noch einmal Frauen befummeln, die es nicht wollen, schmier eins. Und dann ist das ausgegangen, ui, das hat er gar nicht gern gehört. Und hat dann angefangen, böse werden. Also böse. Es ist ein Schnösel, es ist ein richtiger Mami-Sohn. Ja, und ich natürlich keinen Schritt zurück und keinen Schritt führen und einfach bleibe ich da, weil, hey, hallo, mir ist alles klar. So ist es. Es ist wichtig, dass wir anfangen einstehen. Positiv bleiben und nicht einander kritisieren. Aber wenn es negativ ist, muss man das Negative auch erwähnen. Und man muss dagegen stehen. Übrigens, das ist die Küche. Und die Küche ist absolut Weltklasse. Ja, und jetzt ist es so ein Zwischenlimbo. Niemand weiß mehr so recht. Aber der junge Mann, der ist immer noch hässig. Aber ja, so ist das Leben. Und ja, genau. Aber der Kurs ist jetzt vorbei. Sind alle nur noch an ihre Pläne zeichnen und an ihre Designs. Ich habe all meine Karten auf die Hause vergessen. Scheiße. Mit meinem Zelt. Weil ich ja so nervös war. Kein Problem, ich mache mal eine Freestyle-Projektion. Mein Laptop funktioniert aber nicht, weil ich habe meinen alten mitgenommen zur Sicherheit. Aber dort ist der Kabel jetzt kaputt. Das heisst, ich muss morgen präsentieren. Freestyle wird aber aufgenommen. Ihr werdet das sehen, weil das nehme ich sicher auf. Und ja. Und ja, es ist gut ist. Freue mich auf die Präsentation. Und ich bin dankbar für den Kurs. Tschüss zusammen, bye bye. Und ja, so ist es. Ich habe mega Freude. Der Unterrichtsstoff ist vorbei. Ich habe so viel gelernt. Es sind die Nuancen. Wenn Genie am Reden sind, es sind die Nuancen zwischendurch, die wichtig sind, habe ich gemerkt. Ich habe so viel über mich gelernt. Und gestern Abend habe ich mit Claudia geredet. Und Claudia hat, ich bin so stolz. Sie hat sogar eine Änderung in ihrer Stimme. Sie ist so viele Etagen aufgestiegen. Meine Frau ist gewachsen das Wochenende. Und ich habe es gehört in ihrer Stimme. Es ist so schön. Es ist so schön. Ja, jetzt regnet es, jetzt laufe ich umeinander, warte, weil ich mein Design nicht weiterarbeiten, weil ich habe gar keine Unterlagen, die sind nämlich nicht gekommen bis jetzt.
Aber wir dürfen anscheinend, also die einen von uns dürfen noch ein Grau-Schwarz-Wassersystem anschauen, plus wir dürfen noch ein Lamm schlachten. Genau, ich weiß nicht, ob das heute Abend noch wird sein oder morgen, aber noch lernen Lamm schlachten möchte ich unbedingt, weil das habe ich noch nicht gemacht, das möchte ich können. Das Huhn habe ich jetzt ganz im Griff. Hase weiss ich noch etwa von früher. Aber jetzt Lamm auf der Halal-Art, der respektvollen Art. Und ja, mal schauen. Ich freue mich auf das Grauwassensystem. Ich bin die ganze Woche schon am Bauern und am Arbeiten. Ach, ich freue mich auf mein Zuhause. Ja, das war so mein Tag. I maybe just teach you something. Schau mal, wie schön. Maybe Schau mal, wie schön. something other designer. That's why my dad's Danny grows fruit trees. Yeah, my dad's Danny doesn't flush. So, ich bin jetzt Nachtschicht am machen, weil heute, weil ich ja unter anderem meine Karten vom Dresden vergessen habe, bin ich jetzt am Nachtschicht machen. Zwar, es ist erst 9:45, aber ich bin mein Design aufs Papier bringen, weil jetzt fühle ich mich langsam wohl damit. Und das ist nur mal schon das Haus. Schon schön, oder? Schon schön, wie es in der ersten aussieht. Ja, es ist noch nicht ganz 12, aber das ist Zone 1, definitiv ums Haus herum. Das ist der ganz erste Hügel mit Wasser. Da habe ich ja schon vieles gemacht. Da muss sicher noch vieles gemacht werden. Durchgehende Strichli ist fließendes Wasser. Das sind Teiche und Wasserspeicher. Alles Pünktliche sind Leitungen. Die Sternchen sind Sprinkler. Ja, irgendwie so. Genau, da der Bach. Da hat es auch noch einen Bach, der einfach nicht läuft im Moment. Und ich tue dann, glaube ich, einfach mit dieser Karte auflegen und dann mit dem Beamer tue ich dann Konturlinien zu zeigen. Irgendwie so habe ich so einen Plan, weil ich muss ja vortragen. Jetzt als nächstes muss ich noch Sonnenwinkel, Wind und alles so aufschreiben, damit ich Klima auch noch habe. Und für das gibt es eine super gute App, habe ich mitbekommen. Und natürlich abgeladen, dass ich brauchen kann, damit ich es gleich brauchen kann. Da sieht man aber auch noch die Wege und Gebäude und alles, was man so vorhat. Genau. Das habe ich alles gelernt. Und also sprich, ich habe es ja schon alles so ein bisschen gekannt und gewusst und geschaut und gemacht und da. Aber jetzt, nachdem ich den PDC gemacht habe, die letzten 2 Wochen, bin ich mir auch ganz sicher, was ich mache und was ich mir so überlege. Jetzt möchte ich aber gleich mal zählen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, den habe ich glaube ich nicht, 24, irgendwie 24 sind es mal vorläufig. Da kommen noch Tank rein. Und Tank als Feuersicherheit plus ein Berieselungssystem und wie da oben ist ja Waterloo. Das ist Waterloo. Aber ja, genau. So Orientierung. Ja, wie gesagt, es ist jetzt dann bald 12 Uhr, das heisst, ich habe auch bald Geburtstag. Ich habe sogar einen Geburtstagskuchen bekommen und auf Ungarisch Happy Birthday gehört. So gut geht's mir. So schön. Danke vielmals. Vielmals. Es ist jetzt in der Zwischenzeit schon wieder morgen. Also Mittwochmorgen. Und ich bin jetzt am Sektorplan zeichnen. Also Sektor, das ist, sind zum Beispiel die Energieeinflüsse. Zum Beispiel ein Energieeinfluss ist die schöne Aussicht, der Warmwind, Kaltwind oder täglicher Wind bei uns in unserem Fall. Kann auch warm sein. Föhnwind,
Der Föhnwind ist tendenziell dort, wo das Feuer herkommt. Das ist wichtig zu wissen. Bei uns ist auch Energieeinfluss der Wanderweg. Ja, das ist nicht so eine schöne Aussicht, ist ja die Realität. Jetzt kommt als nächstes noch Noise and Pollution. Und ja, das sind unsere Koordinaten und Höhe. Und das sind Sonnenwinkel am Sommer Solest, am Winter Solest und Äquinox. Und heute, der 17. Das sind so die verschiedenen Angaben. Norden ist in die Richtung. So, das ist der Sektorkarte. Und nachher muss ich noch die Zonenkarte noch machen. Wobei, ich bin auch nicht ganz sicher wegen diesen Zonen, wie ich die Zonenkarte machen soll. Weil ich habe keine Karte außer der Wasserkarte, wo man alles sieht. Ich könnte noch da oben drauf noch Zonen machen. Das könnte ich wirklich noch machen. Ja, mal schauen. Aber jetzt bin ich eben immer noch da dran. Und es ist 10 vor 6 und um 6 hat es geheißen, werde ich abgeholt wegen dem Lämmli-Schlachten. So ist es. Mal schauen. So, ich muss jetzt weitermachen. My dad's daddy doesn't flush. My dad's daddy, well, you might think it's funny, but my dad's daddy doesn't flush. Well, he never needs a plumber, cause the dunny's never blocked. Fertilizer for the garden, well, the pile is always stocked. Just chuck some sawdust on your number ones and number twos, then sit back and admire all the water you don't use. Cause my dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny doesn't flush. Ich bin so froh, bin ich gekommen. Es ist... Oh. So, aber jetzt muss ich den Morgenschiss ablassen. Und klar ist es auf dem Kompost, toi toi. Cause my dad's dunny doesn't flush. Sie hat gerade gesungen für mich und schau mal, sogar einen Kuchen komme ich über. So schön! So schön. Wow, wow, ich habe mir etwas Süßes gewünscht. Wow, danke vielmals. Thank you everybody. My dad's dunny, well, you might think it's fun. Hey, es ist so viel los. Wir sollten aufräumen. Wirklich, sollten wir aufräumen. Gleichzeitig komme ich Geschenke über. Und der Simeo ist im Gefängnis. Der Simeo haben sie in Frankreich verhaftet und windelweich geprügelt. Die haben den Simeo, der hat es gar nicht verdient. Er ist wahrscheinlich schon selber schuld, weil ich habe ihm schon gesagt, er soll zurückkommen und in der Schweiz bleiben. Und eigentlich hätte er Trauben ernten, aber der Sauhund, der dumme Sieg, ist... It's a party day! Isn't that the same thing? We're having a party! Nein, auf jeden Fall, es ist so viel los. Es geht los, Leute. Sind ihr bereit? Hebt euch fest. Wir sind unterwegs. Und ich habe es euch gar noch nicht gesagt, der Adrian kommt auf die Trieste schauen. Und ich glaube, er bleibt. Also, er kommt jetzt eine Woche. Das heisst, ich gehe jetzt nicht mit dem Flügen heim. Ich komme mit dem Auto heim und ich nehme einen guten Freund mit, den ich da kennengelernt habe. Und das ist einfach ein geiles Sieg. Der Adrian, ich stelle euch vor, bald. Aber noch nicht jetzt. Er braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ja, so schön. Jetzt müssen wir aufräumen. Tschüss. Schaut mal, was ich bekommen habe. Ich habe ein neues T-Shirt bekommen. Das Glück. So ein schönes T-Shirt. So ein schönes T-Shirt habe ich bekommen. So ist es nämlich. So ist es. But my dad's dunny doesn't flush. I said my dad's dunny doesn't flush. Yeah, my dad's dunny doesn't flush. Yeah. Oh, next petrol station maybe. If there is one. So, wir sind jetzt in Kroatien. Bin nicht mit dem Flüger heim.
Der Flüger ist gestrichen worden. Zufälligerweise ist der Flüger gestrichen worden. Aber es ist ja gleich, weil der Adrian hat ja entschieden, er kommt mit mir heim. Wir sind jetzt in Kroatien, es wird langsam dunkel, langer Tag und wir sind noch nicht daheim. Aber bald sind wir wieder in der Schweiz. Und die Abenteuer sind zurück und vorbei und ja, aber was für ein Abenteuer. Hey, übrigens, in Palästina hat es kein Internet mehr. Das heisst, wir müssen alle zusammen schauen. Wenn man es ganz genau anschauen will, wir sind alles Palästiner ab jetzt, weil ab jetzt ist es Zeit. Weil wir werden alle gleich behandelt, wenn wir nicht etwas dagegen machen. Und mir ist ganz klar, wir werden gewinnen, wir werden etwas machen. Ich bin nicht mehr negativ eingestellt, ich bin nur noch positiv eingestellt, weil wir haben die Lösung. Ich habe die letzten 2 Wochen, stellt euch vor, wenn ihr noch nicht abonniert habt zu unserem Kanal, abonniert, weil ihr werdet live mit dabei sein, wie es weitergeht. Wir wollen Frieden, wir wollen Himmel werden, nichts anderes. Also abonnieren, Glöckchen drücken, damit ihr nichts verpasst. Es ist 7:30 am Morgen, wir sind praktisch durchgefahren und genau dort. Oh. Genau dort ist pure Wieder. Seht ihr pure Wieder dort glänzen mit dem Hügel? Da ist der pure Wieder. Haha! Der erste, ich komme heim. So, ich bin schon wieder am Arbeiten. Ich muss unbedingt das nochmal mit der Sunny fertig machen, weil ja, es stinkt. Und es war logisch, dass ganz klar das Kleid nicht machen. Würde ich auch nicht erwarten. Aber ich muss jetzt nach 18 Stunden durchfahren. Ich habe jetzt Material alles gezeigt. Er ist überwältigt. Kommt gerade Panik rüber. Aber ich muss jetzt da und er muss unbedingt schlafen. Darum mache ich jetzt das mit der Sunny. Sunny, wirklich, ist der Lapp. Sunny hat müssen sterben, Sunny hat wollen sterben. Wie sie hat sich so positioniert, wie gar nicht anders möglich ist als zum. Das hat es mir aber einfach gemacht. Ich habe ganz einfach um sie herum eine Terrasse bauen. Danke Sunny vielmals, dass du mir noch die letzte gute Dienstleistung gemacht hast. Scheiße, darüber rede ich, fange schon wieder an zu brüllen. Aber eben, ich muss jetzt weitermachen, weil am 2 muss ich schon wieder auf den Markt gehen. Und ich hätte noch gerne geschlafen vorher. So, darum, Achtung, fertig, los! 3 lines on the shirt, children are still dreaming. Übrigens, es hat kein Internet mehr in Palästina. Das heisst, ich werde ab jetzt für Kinder, die eigentlich träumen, werde ich jedes Mal Leute daran erinnern, was passiert. Es tut mir leid. Irgendjemand muss das sein. Es geht nicht. Was in Palästina abgeht, geht nicht. Ihr müsst etwas machen. Bitte sagt eure Politiker, sagt eure Bundesräte, sie sollen mal damit aufhören. Hure Zionisten. Hat nichts mit dem Judentum zu tun. Aber Israel is not real. And we are all Palestinians now. Wenn wir nicht, nein. Wir sind als Nächstes dran, wenn wir nicht etwas machen. Und jetzt mache ich etwas und grabe so die Sonne zu. So. Für das, was ich heute noch Energie gemacht habe, habe ich mal das gemacht, was ich konnte. Oben her ist fertig. Vorne her, naja, geht so. Aber mal schon besser. Mir läuft einfach die Zeit davon und der Schweiß läuft aus. Weil es ist jetzt schon 12 Uhr. Ich muss etwas essen, ich muss duschen, ich muss mindestens eine Stunde schlafen, sonst geht es nicht. Und ja, so ist das halt. Ich muss machen. Übrigens, ich muss gerade mal die Kleider fragen, wie das aussieht.
Du. Hast du eigentlich... Ich habe noch nicht gar nicht gefragt. Gibt's... Wie viele Videos haben wir jetzt gemacht die Woche? Du hast auch einen gemacht in 2 Wochen, oder? Ja, ich habe auch ein Video gemacht, ja. Super. Das habt ihr bis jetzt schon gesehen. Eins. Nein, nicht gesehen, aber wenn es... Dies kommt als erstes raus. Ja, also du schnittst das alles zusammen und dann... Ja, hast du also es in gesehen. dem Fall gibt es 3 Videos. Okay, gut. Also, ein Interview gibt es. Ja, Deine 2 Wochen, meine 2 Wochen. Und jetzt gibt es eine Überschneidung. Wie machen wir dann den Abschluss? Je eins. Oder, ja, weiss auch oder nicht. wisst ihr was? Das ist jetzt der Abschluss von beiden. Kommt der gleiche. Der kommt der gleich. Ist gut? Gut. Egal, welchen du geschaut hast, das ist jetzt der Abschluss. Ich sage danke Dann vielmals schaut fürs noch der Schauen. Ja, dann schau der andere, und dann kannst du den Schluss auslassen. Ist gut? Ja. Weil ich möchte jetzt Pause. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte nichts mehr müssen filmen. Sophia kommt. Und wir haben jetzt sonst noch Besuch eben. Und der Adrian ist da. Und ich Geniessen möchte, wir nur noch. ich möchte dich noch geniessen, weil ich habe dich ganz fest vermisst, Babes. Ja. Hey, und weißt du, was mir ganz surreal reinkommt? Ich habe diese Woche mehrere SMS bekommen. Wann kommt endlich das Video raus? Hey, das ist Ja, noch mal. ja. Hey, das macht alles, was mit der Sunny passiert ist, macht es fast wieder wett, wie du uns vermisst hast. Ich finde das surreal, du nicht? Ja, total. Wir werden vermisst. Wunderschön. Ihr vermisst uns. Darum machen wir es jetzt so. Wir sagen Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Wir haben einander ganz fest vermisst. Ihr habt ja gesehen, wir haben ganz viel erlebt in den letzten 2 Wochen. Ich bin auch stolz auf Claudia, sie ist auch gewachsen. Sie weiß noch gar nicht, wie fest ich gewachsen bin. Aber ja, weil ich kann noch gar nicht erzählen, weil ich musste Adrian vieles zeigen. Ich musste jetzt eben Sunny begraben. Und es ist eigentlich fast Wetter, Claudia. Super. Was sagen wir jetzt? Tschüss, ciao. tschüss. Danke, Teil abonnieren. Weiter erzählen. Schön, Ko- dass du da bist. Ja, schön gibt's dich vor allem. Hey, danke vielmals. So schön kommst du immer wieder vorbei. Und so schön sind wir daheim. Und nächste Woche geht es normal weiter. Also, normal ist sowieso nichts. Übrigens, Claudia, im Kurs haben die Hälfte der Leute gemeint, ich sei verrückt. Ja, das kann ich mir Crazy. vorstellen. They call me crazy! They call me crazy! Aber weißt du, was der Jeff gesagt hat? Nein. Er hat im Leben noch nie einen verrückten Menschen kennengelernt. Ja, schön. Und der Bill Mollison, wow, der war anscheinend noch viel schlimmer gewesen als ich. Ha, sowas. Tschüss zusammen.